Liebe Karnevalsfreunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Format Oberkölsch mit Fritz Bacht. Wollen wir erstmal dem Format entsprechen Prost sagen. Prost. Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier für ein paar Fragen zum Karneval, insbesondere zum Festausschuss Siebengebirge, hier zur Verfügung zu stehen. Ich darf kurz vorstellen, Fritz Bacht ist der Vorsitzende des Festausschusses Siebengebirge. Fritz, erzähl doch einfach mal den Leuten, was ist der Festausschuss, was macht ihr so? Der Ausschuss Siebengebirge ist der Zusammenschluss der Karnevalsvereine im Siebengebirge. Wir haben zurzeit 36 Mitglieder. Unsere Vereine sind von dem kleinen Verein mit 5 Personen bis zum großen Verein mit mehreren 100 Personen. Wir haben Tanzchors, wir haben Tambourchors. Wir haben also die ganze Breite des Karnevals im Festausschuss vertreten. Du bist jetzt seit knapp 2 Jahren Vorsitzender des Festausschusses. Der Vorstand hat sich neu aufgestellt, ihr habt euch verjüngt. Was habt ihr euch zum Ziel gesetzt in eurer Amtszeit jetzt oder was wollt ihr gerne für die Zukunft umsetzen? Ja, wir haben ja 2019 sind wir angetreten mit dem Format Festausschuss 2.0. Das heißt, wir wollen den Festausschuss modernisieren. Wir wollen ihn fit machen für die Zukunft, auch für junge Leute attraktiv machen. Wir haben mittlerweile jetzt 6 Beisitzer. Davon sind 4 Beisitzer zuständig für die einzelnen Bezirke. Das heißt Beuel, Königswintertal, den Süden und den Bergbereich ist jeweils ein Beisitzer als Ansprechpartner. Es kann aber auch selbstverständlich jedes Vorstandsmitglied angesprochen werden. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber so, dass wir auch näher an den Vereinen dran sind. Jetzt ist ja Karneval, 11.11., nicht immer nur Party, sondern da hängt ja ganz viel Arbeit hinter. Und ganz viel Arbeit wird ja durch Ehrenamtliche gemacht. Was sagst du als Vorsitzender des Festausschusses, was bedeutet für dich ehrenamtliche Arbeit im Karneval? Das Ehrenamt im Karneval ist extrem wichtig. Ohne Ehrenamtler könnte der Karneval nicht bestehen. Jeder Verein weiß es. Die Leute, die an der Spitze stehen, machen das alles unentgeltlich. Bei uns auch, in jedem anderen Verein. Und ohne die Ehrenamtler würde auch der Karneval, wie viele andere Vereine auch, nicht funktionieren. Und deshalb ist es wichtig, das Ehrenamt zu unterstützen und auch die Leute, die in der zweiten Reihe stehen, mal zu ehren. Aus dem Grund hat der Festausschuss vor etlichen Jahren den Dankorden ins Leben gerufen, um auch Menschen ehren zu können, die nicht immer nur vorne stehen. Die Vereine machen Vorschläge für ihre Mitglieder, die geehrt werden sollen. Wir ehren in jedem Jahr nur 3 Mitglieder und die müssen wirklich dem Brauchtum zugesandt sein. Und nur so kann Karneval weiter existieren. Ja, sehe ich ganz genauso. Ihr schreibt aber nicht nur einen Dankorden aus, sondern ein besonderes Highlight ist, ihr vergebt die Rechte für die Siebengebirgstollitäten. So, du kannst dir natürlich denken, wir haben uns als Stadtsoldatenchor Bad Honnef ja nun auch zum 2. Mal beworben, Tollitäten stellen zu dürfen. Dankenswerterweise hat die Mitgliederversammlung in diesem Jahr uns auch den Zuschlag erteilt, in der Session 22/3 zu stellen. Viele, die uns jetzt zusehen, zuhören, werden sich denken, ja, wen repräsentieren denn die Siebengebirgstollitäten? Die Siebengebirgstollitäten repräsentieren den Festausschuss Siebengebirge mit seinen 36 angeschlossenen Vereinen, sind also die obersten Herrscher des Siebengebirgskarneval in ihrer Amtszeit. Wie wird man denn Prinz, Bauer, Jungfrau, Prinz oder Prinz und Prinzessin oder nur Prinzessin? Zunächst darf ich mich bedanken, dass ihr euch beworben habt. Wir sind durch eure Bewerbung auch in der glücklichen Lage, dass wir die nächsten 5 Jahre Tollitäten haben werden, jedes Jahr eine Tollität proklamieren können. Das ist auch lange nicht mehr da gewesen im Festausschuss. Tollität werden, das ist ganz einfach. Der Verein stellt einen Antrag beim Festausschuss. Der Vorstand berät zunächst über diesen Antrag, geht dann mit diesem Antrag in die Jahreshauptversammlung und die Jahreshauptversammlung stimmt dann ab. Dann treten wir wieder in Erscheinung, besprechen uns mit dem Verein, lassen uns die Tollitäten vorstellen. Dann wird der sogenannte Tollitätenvertrag aufgesetzt
Und somit ist dann alles soweit in trockenen Tüchern. Die einzelnen Sachen, Proklamation, Kürung und so weiter, wird dann eng mit dem Verein abgesprochen. Du bist ja jetzt ein erfahrener Karnevalist. Was ist denn so dein Highlight im Karneval? Also mein Highlight als Vorsitzender des FAS ist ganz klar, das sind die Proklamationen, das ist unsere Dankordensverleihung, das ist ein ganz großes Highlight, weil man hier, wie gesagt, die Leute ehren kann, die aktiv im Karneval tätig sind. Unser Vorstellabend ist auch eins der Highlights. Dann natürlich persönlich, klar, 1987 als Siebengebirgsprinz. Das ist eine Sache, die vergisst man nicht. Das hält man auch ein Leben lang, diese Erinnerungen. Außerdem war ich ja 25 Jahre Kommandant der alten Kameraden. Da war jeder Auftritt ein Highlight. Ihr wisst selber, wenn man in die Säle einmarschiert. Ja. In dem Moment, das ist jedes Mal ein Highlight. Da ist einfach, da kommt der Karnevalist dann raus. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, das waren meine persönlichen Highlights. Und ich hoffe, da kommen noch einige hinten dran. Also ich bin mir ziemlich sicher, da kommen noch einige hinten dran. Lieber Fritz, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei unserem kleinen Format hier mitzuwirken. Ja, ich freue mich gemeinsam mit dir auf eine hoffentlich bessere Session im nächsten Jahr. Und dann lassen wir es wieder richtig krachen und darauf kräftig Batonnev Alaf. Du, es setzt am rechten Fleck.